Am Mudam war Remise des Prix APRA, wo die Präsidentin Sonja Almeida uns erklärt hat, was das genau ist. Wir sind die Assoziation von den Professoren vom Fach Education Artistique hier am Land. Für was existieren wir, und zwar an einem wichtigen Moment wie die Reform, die angekündigt ist, wo das Ministère den Enseignement am Cycle supérieur neu definiert. Also es ist wichtig, dass wir gucken, dass als Fach Education Artistique, der an ein komplett humanistischen Enseignement gehört, bleibt. Den Preis ist für uns die Gelegenheit, für den Schüler den ganzen Merit zu gehen, für ihn zu felicitieren, für sein Talent, seine Leistung. Andererseits ist es doch wichtig, dass wir als Fach valorisieren, weil wir kriegen ganz viele Stunden immer aufgerechnet, als wenn eine Reform 400 Jahre steht. Dafür ist es immer wichtig, dass so Manifestationen stattfinden, für das die Leute da draußen, die Eltern gewohnt gehen, was als Fach dem Schüler bringt. Wie wichtig meint ihr, dass so ein Preis für die Schüler wäre? Ist das doch eine Motivation für sie selbst zu erhalten? Auf jeden Fall. Ja? Also, wenn ich mich als Schüler gegen Trick versetze, ich will vor zu kriegen, ich gebe kommen. Also, ich war ziemlich überrascht durch den Grund, weil ich wusste gar nicht, dass das existiert. Ich habe noch nie einen Preis gekriegt, aber das ist auch mein erster. Das bin ich auch froh, dass es scheiße ist. Es ist wichtig, dass die Preise auch überreicht gehen, weil auch die Aktion aufgeschafft wird gehen. Und Artistik als Empfang, wie Madame schon so dariert, also Empfang wichtig für, dass sie sich ausdrücken kann, noch anders wie mit einer Spruch. Kann sich am Malen und am Basteln alles ausdrücken. Als Direktor von einem Kunstmuseum, wie wichtig fand ihr als die Ausbildung von der Education Artistique? Für mich ist es ganz wichtig. Mit der Kunstgeschichte und mit der Kunst im Allgemeinen, da sind erstens mal mit vielen Domänen in Kontakt und nicht nur mit einem spezialisierten. Wenn ich malt, dann kann ich mal schon durch ganz Welt reisen am Kap durch Bilder, dass man, weil für zu wissen, was die Leute früher gemalt, mit kann ich einfach sich vorstellen, ja, wie malen ich heute kann ich noch mit Computer malen, mit ganz neuen Techniken. Das heißt, muss ich da schon über viele Sachen Bescheid wissen, wie wir hat aufhängen mit Malen. Das heißt, durch Kunst können die mit vielen Bereichen in Kontakt. Aber wenn ich Video möchte und so weiter, dann muss ich noch die neue Technik, also Kunst ist immer etwas mit Technik und mit der Welt dann abholen auf der Welt. Und ich meine, wenn die mehr Kunst, Enseignement gibt, die jungen Leute, was sie einfach mehr Ideen kriegen oder mehr Opsinn. Sachen sind an der Kunst nicht für immer fest, aber das ist immer ein offener Dialog. Und wenn in den Dialog berät ist, dann sind sie auch automatisch viel mehr tolerant über viele andere Sachen. Für mich ist das keine großartige artistische Leistung, die ich vollbracht habe, aber meine Arbeit ist selber ein bisschen valorisiert dadurch. Ja, also ich freue mich ganz viel natürlich, weil ich male und zeichne noch gerne. Und ja, also ich bin froh, heute zu sein. Ich fand mit einer Ausaktion merkt, dass ich nicht mehr mit dem Strom schwimmen muss und dass ich noch anders denken kann und dass das auch okay ist. Madame Demuth, Kunstprof am LGE, hat uns verraten, wie sie die Reform gesagt. Ich finde am Prinzip nicht gegen eine Reform. Eine Reform ist notwendig, weil es als Kinder evaluieren, die Gesellschaft evaluiert. Eine Reform muss sich dem Schulsystem anpassen. Und das ist einfach das Problem mit der Reform, dass Tendenz hat, Sachen kürzen zu gehen, die wirklich wichtig sind für uns Schüler. Weil die Reform muss nur den Schüler gucken und das scheint mir nicht der Fall zu sein. Das heißt, der fand, dass so Fächer wie Kunst zu kürzen, das nicht der richtige Weg. Wenn wir gucken, wie die Reform sich orientiert, sind es hauptsächlich zwei große Richtungen. Einerseits Sprachen, andererseits Mathematik. Und ich meine, das ist schon wichtig, dass sie sich in 3 Sprachen ausdrücken kann. Das ist auch wichtig, dass sie zählen kann. Aber ich meine, muss ihn auch wissen zu verzählen. Und da, wo gestracht wird, das ist ja an sich alles, was die humanistischen Fächer durchstellt, das kann schon andere, aber das ist aber auch die Literatur, das ist auch die Musik. Und da fand ich wichtig, das sind die Fächer, die eine Plattform bilden für uns Schüler die Welt zu verstehen zu gehen. Lehren ist länger schön, aber verstehen ist besser.